Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 21 von Big Ambition. Hier mit Charlie Cooper. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Schön seid ihr wieder mit dabei. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen mit den Anwälten gekämpft. Ich habe mal zwischen den Folgen ein bisschen rumprobiert und ich glaube, ich habe es noch schlimmer gemacht. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Ähm, die Verbrecher. War das der Laden? Nee, der andere. Die Kriminellen. Genau. Und zwar habe ich noch ein paar eingestellt und die mal alle so aufgeteilt auf gewisse Arbeitszeiten, ne, damit die alle zufrieden sind. Damit das hier eigentlich alles gut aussieht. Außer die Sauberkeit halt. Problem ist nur, der Laden macht ein fettes Minus. Wobei fett ist jetzt relativ. Ähm, ja, irgendwie lohnt sich das nicht. Und ich weiß nicht warum. Weil die Stunden sind tiefer als die laufenden Ausgaben und die laufenden Ausgaben sind hauptsächlich so hoch wie in den Gehältern. Das heißt, eigentlich müsste man den Preis hochziehen, ne? Oder günstigere Anwälte haben. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie lohnt sich das nicht. So gar nicht. Ähm, Ich habe hier schon mal $5 hoch gemacht. Ich glaube, dann mache ich nochmal $5 hoch. Und wir gucken mal, was passiert. Und wir haben natürlich noch mehr Anwälte gekriegt. Gucken wir gleich rein. Ich habe nämlich auch eine SMS von der Regierung gekriegt und da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Machen wir jetzt zusammen. Finanzamt, das klingt immer gut. Ui. Die Steuerbescheide für den Zeitraum Tag 1 bis 60 sind jetzt verfügbar. Körperschaftssteuerprozentsatz. Eingetragene Gewerbe. Ach du Scheiße. Warum kann ich zweimal einen Transporter abziehen? Habe ich zwei Transporter? Ach ja, stimmt, ich habe ja zwei. Ich muss $5.500 Steuern zahlen im Finanzamt. Und da muss ich hingehen oder was? Bis Tag 80. Ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Alter, wir zahlen Steuern hier? Das Spiel ist zu krass. Gut, ein Vollzeitanwalt für $39, den nehmen wir. Und ersetzen damit gleich mal. Oder weißt du was? Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen die Verbrecher. Warte mal, wir testen jetzt mal was aus. Wir nehmen den anderen jetzt auch noch, der da noch reinkam. So. Dann erstmal. Nein, Quatsch. Hier. Personalleiter. Die alle auch. Zack. So, dann machen wir da nochmal Zeitplan. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier folgende. Warte mal. Die haben alle keine Aufgabe und sind alle bei den Kriminellen. Jetzt gucken wir mal die Kriminellen. Die Verbrecher. Eine bessere Zufriedenheit. Wie viel Geld ein Kunde in dem Laden ausgibt. Nee, okay. 83.
81, okay. Was machen wir denn da, was sich lohnt? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Vollzeitangestellte. 6 Vollzeitangestellte. Wir haben 4 Arbeitsplätze. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Also, so wäre eine 49-Stunden-Woche. Ich habe es hingekriegt, scheinbar ein Geschäft, was eigentlich Gewinn machen sollte, dazu zu kriegen, dass es Verlust macht. Ich bin ein richtiger Profi. So. Und dann, und das ist ja dann jeden Tag, ne? Vielleicht war es einfach eine dumme Idee, ein zweites Büro aufzumachen. Vielleicht machen wir uns selber Konkurrenz und machen das, also machen beide kaputt. Dann gehen wir auf My Employees. Haben wir denn jetzt noch, der ist Teilzeit, der ist Teilzeit, der ist Teilzeit, der ist Teilzeit, 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 Vollzeit, Vollzeit. Okay. Dann machen wir den Roosevelt dazu die Verbrecher. Den auch zu die Verbrecher. Den auch. Den auch. Auch. Gleich mal gucken, wie viele wir wirklich brauchen und der Rest fliegt wieder raus. Und wenn sich das nicht lohnt, lassen wir es wieder. Die Verbrecher, Zeitplan. So, nee, warte. Die Kriminellen haben auf 7 Stunden von 7 bis 2. Die Verbrecher machen dann von 2 bis 22 Uhr, 21 Uhr. Und da haben wir Roosevelt. Barton. Und der Rest ist Teilzeit, ne? Warte mal. Aha. So. Die müssen wir jetzt aufteilen. 35 Stunden Woche ist schon zu viel, ne? 28 Stunden. So. Ist dir das zu wenig? Ne, passt. Hier auch, ne? Ja, klar. So. So wird's gehen. Dann können wir eigentlich 2 wieder rausschmeißen, die jetzt nichts zu tun haben. 33 und 28. Komm. Ciao. Ciao.
Die sind halt sehr teuer, ne? Was ist mit ihm? Noch ein Teilzeitanwalt. Der ist zwar ziemlich gut, ne? Aber mal gucken. Habe ich jetzt alles zugewiesen? Die Verbrecher. Jo. Ach hier, Frederik. Und die Kriminellen. Boah, okay. Ciao. So, und jetzt gucken wir mal. Drink and Smoke. Weinregal ist leer. Warum? Wir haben doch eigentlich... Warum haben wir kein Wein auf Lager? Es müsste doch eigentlich bestellt worden sein. Zigarren sind gekommen. Wo ist denn der Wein hin? Hä? War alles verkauft? ...37 haben wir noch. Aber ich habe doch welche bestellt. United Ocean Import. Ja. Employees, Marktinsider. Hm. Erste Lieferung, Tag 63. Ach, morgen. Vielleicht muss ich mehr Wein bestellen. Ich muss das morgen mal umstellen, sobald die Lieferung da ist. Ne? Aber verkaufen wir mehr. 600 habe ich da und wir haben verkauft 630. Okay. Okay. Got it. Gut, das müssen wir morgen machen. Jetzt möchte ich eigentlich mal gucken, ob wir denn jetzt endlich Gewinn machen mit den Dingern. Mit den Anwälten. Wir sind müde. Wir gehen mal zu Bett. Ja, nicht so lang. Keine Ahnung. 8, 9 Stunden, 10 Stunden. Let's go. Lieferung ist gekommen. Und jetzt müsste ja das Ding weg sein. Steuern 16 Tagen zu zahlen. Halleluja. Okay. Wir haben 155.000. Also es läuft schon. Wir machen schon Plus. Aber halt noch nicht so richtig, ne? Giftshop ist halt immer noch krass. Drink and Smoke. Der macht aktuell 2,9 gestern. So, die Verbrecher. Wie? Wie können wir nur 675 Dollar Umsatz gemacht haben? Und 2000 Dollar Gehälter. The fuck? Ist hier auch so? Ne, der hat Gewinn gemacht. Nicht viel, aber der hat Gewinn gemacht. Ich check's nicht. Ist es, weil der so spät auf hat? Gestern 13 bis 17 Uhr. Wir machen doch erst später auf.
Ne, hier war ein bisschen was, ne? Okay, vielleicht muss ich die Zeiten doch ändern. Aber das stört dann sicher wieder die anderen. Ey, und wenn das nichts wird, ne? Wenn die nicht beide nur ein bisschen Plus machen, dann schmeißen wir halt alles wieder raus. So. Wir könnten uns mal umsehen, was wir sonst noch machen könnten. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss mal einkaufen fahren. Also für mich. Haben wir irgendwo einen Lebensmittelladen? Supermarkt. Einzelhandel. Hier, was ist das denn? Zur Miete verfügbar. Ich will kein Mieten, ich will einkaufen. Wobei, das ist der Laden neben meinem Geschenkshop, ne? Ich könnte da noch einen Laden reinmachen. Eine 37er, 15. Wait a minute. Was könnten wir denn noch machen? Lukas Pizza. Der ist leer. Ich hole mir meine Pizza erstmal. Hi. Eine Cola, eine Pizza und einen Salat. Natürlich hat er auch Burger, ist klar. So. Du bist satt. Ja, toll. Kann ich nicht mal... Ich möchte den Salat noch essen. Ja, okay. Nehme ich den mit. Gut, das Ding mit Joy's Hotdog dran ist zu vergeben. $23. Verkehrsindex 37. Kann ich da rein? Nee. Was sagt denn hier die... Das war die App, ne? Nee. Gestern. Ach, hier sehe ich einen Überblick. Der Giftshop hat gestern $10.000 gemacht. Holy shit. Okay. Markt Insider. Ein Donutladen. Gibt's noch keinen. Becherkaffee. Importeure meine Becherkaffee. Geschäft geschlossen. Geschlossen. Bekleidung. Okay. Machen wir einen Donutladen? Kann ich denn nur einen Donutladen machen? Was brauche ich denn dazu? Eine Industriefritteuse in einem Café. Im Café kann Kaffee, Croissants, Cupcake und Donut. Machen wir einen Café auf, I guess. Wie viele Cafés gibt es schon hier in der Umgebung? Komm. 8 Cafés. Aber keinen, der Donuts hat, ne? Donut. Donut. Sag mal, jetzt bin ich komplett lost. Das waren schon Donuts, ne? Ja. Nee. Wie sieht's mit Cupcakes aus? Cupcake ist auch gut. Donut.
und Cupcakes. Und Kaffee können wir ja so nebenbei. Kaffee. Das ist sehr schlecht, aber let's go. Haben wir denn hier einen Donut? Als Logo. Vielleicht. Nope. Ja, dann schon eher das hier, ne? Muss man ein bisschen farbig machen. Irgendwie. Ach, keine Ahnung. Mindestens ein Produkt und eine Kasse. Kann ich ja. Mache ich erstmal nur Donuts, ne? Kann ich jetzt einen Salat essen? Nee. Wo war nochmal AJ's? Cooper AG, Einrichtungshaus, hier, ne? Kann ich da laufen? Nee, komm, ich hol mal kurz einen Transporter. Dann gehen wir einkaufen. Der macht erst morgens um 6 wieder auf. Was haben wir heute? Ach, Sonntag. Scheiße. Ja, okay, dann pennen wir aber vor der Tür. Ich hab keinen Bock jetzt deswegen nach Hause zu fahren. Komm, dann pennen wir hier eine Runde. Bis morgen um morgen um 6. Achso, das ist alles noch heute. $12.000 Gewinn. Das ist schon mal gut. Ich hatte doch vorhin so eine schöne Übersicht. Hier war das, ne? Jetzt machen beide Anwälte Gewinn. Nicht viel, aber so ein bisschen. Okay. Gut, wir gehen zu AJ's. Guten Tag mal wieder. Ich brauche Folgendes. Ich brauche ein Lager. Vielleicht eher 2. Wollen wir wieder ein Förderband holen? Die waren scheiße teuer, ne? 2300. Ja, wir holen nachher eine normale Kasse. Dann brauche ich so ein Ding. Dann brauche ich eine Industriefritteuse. $4.000. Halleluja. Und Rest muss ich sonst irgendwo kaufen, ne? Bam. Und ich kann ja schon mal hier Personal bestellen. Oder haben wir hier noch welche für den Kundendienst? Kundendienstreinigung. Vollzeit 5 Tage die Woche. Den kann ich noch einstellen, ne? Den nehmen wir mal. Auslieferungsfahrer. War irgendwo noch welche alte? Nee.
Okay, aber ich brauche noch welche. Ach, die haben geschlossen. Erst um 8 auf. Okay. Da war ja was. Uiuiuiui, ganz ruhig. So, dann muss ich noch zum anderen Einrichtungshaus. Das war irgendwo hier oben, ne? Ja. So. Ich frage mich halt, kann ich auch 2 Millionen an der Börse, auf der Bank holen? Nee, es läuft ja. Aber es läuft halt langsam, ne? Ich parke einfach hier. Ach, come on! Digga. Hau ab. Ja. Hau ab. So. Der öffnet erst in einer Stunde. Okay. Ich würde mal sagen... Nee, warte, jetzt kann ich ja hier... Anderson Requirement anrufen. Wir brauchen... Für Do Not Touch Me. Einigungspersonal brauchen wir sowieso noch, ne? Für mehrere Unternehmen. Da würde ich gerne mal 10 Kandidaten haben. Die nächsten 10 Tage. Und dann brauchen wir noch für Do Not Touch Me Kundendienst. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir da brauchen. 6. Aber die möchte ich schnell haben. Komm. Was soll der Geiz? Ach ja, da war ja was. Ach, so läuft die Zeit nicht weiter. Okay. Komm. So. Sackkarre. Wir brauchen von den Dingern 1, 2, 3 für die Anwaltskanzleien. Dann Kassen. Ist halt jetzt die Frage, ne? Wie hoch ist da... das ist der falsche Laden. Wie hoch ist dann da die Kapazität? 15. Okay, das heißt, eine Kasse reicht, ne? Hier, so ein Ding nehmen wir auch noch. Ne, nehmen wir nicht. Ich habe keinen Platz mehr. Gut. Dann rüber da. Achtung! Holy. Da darfst du nicht parken. Kumpel. Ist verboten. Oh. Alles klar. So. Irgendwann gehört uns die ganze Straße. Ich so, scheiße. Alter, wir müssen in die Werkstatt. So, wo ist er denn? Hier. Kebabs. Ich möchte das Schild haben, das ist mein Laden jetzt hier. Ich möchte nicht, dass da Kebab draufsteht. Nee. Come on. So, Sackkarren haben wir mittlerweile 2. Ich brauche eine Reinigungsstation.
Ein Schrank mit Schublade, eine Kasse, eine Industriefritteuse. Und zwar kommt die Reinigungsstation hier hin. Schrank mit Schublade. Kommt. Warte mal, hier ist das Klo, ne? Die müssen wahrscheinlich auf Klo können. Echt ein kleiner Laden. Ich dachte, ich mach so zu, aber dann kommt keiner mehr auf Klo. Ja, wir gucken mal. Machen wir das denn am schlausten? Gehen wir aus dem Weg mit dem Ding. So. Was ist dann, wenn wir hier das quasi so machen? Stimmt, wir können ja auch selber hier arbeiten erstmal, ne? So. Nicht definiert. Donuts. Papiertüten. Wir holen mal den Rest. Lagerregal. Ist das schlau? I guess not, aber vielleicht. We will see. So. Nein. So, okay. Und ich dachte, wir machen jetzt hier quasi so zu. So ein bisschen. Ne? Groover Brown hat keine Zeit, keine Einteilung, keine Öffnungszeiten und die brauchen Donuts, das ist klar. Was habe ich hier jetzt noch drin für die Anwälte, die Dinger, ne? Okay. Oh. Hier die Straße rein, ne? Okay. So. Ach, shit. Ach, come on. Scheiße, ich komme hier auch nicht mehr raus. Doch. Ah, Mann. Anlauf. Wir schaffen's, Leute. Wir schaffen's. Come on. Ach, come on. Scheiße, wir stecken fest. Ja, Leute, ob wir hier jemals wieder rauskommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Timo G. Ciao.